Grammatikalisch korrekt empfangen wir Schlabber und Latz. Setzt euch! Ja, wie, wo, da sind sie doch all. Wem suchst du denn jetzt? Volare. Cantare. Ha, 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 ha. Hey. Herr Schnapper, Sie stören hier meinen Gesang. Jan-Jek, was du kannst, das kann ich schon lang. Ach ja? Ja, sicher. Da fehlt Ihnen ja wohl das Niveau, ja? Was ist, ich hätte kein Niveau. Erlaube mal, ich hab sowas von Niveau. Ich bin quasi randvoll mit Niveau. Ich weiß zwar manchmal Niveau, aber ich hab das. Ja, ja, Sie haben Niveau. Ja. Meine Damen, ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu meinem kleinen Konzert erschienen sind. Es geht heute Abend um Klassik. Ja, und zwar fangen wir an mit einem Stück von Mozart. Wir fangen an mit der Zauberflöte. Viel Vergnügen. Oh, Zauberflöte kenne ich. Meine Frau, ne, die hatte mal einen BH von Zauberflöte. Einen Zauberflöte-BH. Jo, immer wenn die dem auszog, hing der ganze Zauberflöte. Ne. Also Klassik ist nicht ganz die Sache von Herrn Schlapper, meine Damen. Ich denke, ich entscheide mich für die leichte Muse. Ja. Ich singe für Sie auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Bitte? Herr Schlapper, ich singe auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Die Uhrzeit ist mir ja, der Hauptsache ist, du singst nicht hier. Herr Schlapper, Sie können noch nicht einmal singen. Was ist, ich könnte nicht singen, sag mal, kennst du die 3 Tenöre? Die 3 Tenöre kennt ja wohl jeder, ja? Aha, Ja. bitte. Und wer ist das? Wie, wer ist das? Die kennt jeder. Das ist der Placento Flamingo, das ist der Jose Carrera und ich. Wieso denn Sie? Ja, die konnten sich ja mit 2 Mann schlecht 3 Tenöre nennen, ne? Haben die mich gefragt. Euch mitmachen. Herr Schlapper, Sie können doch nicht mal die Namen richtig aussprechen, ja? Wieso? Der heißt doch nicht Placento Flamingo. Nicht? Nein, der heißt auch nicht José Carreras, der Mann. Wieso? Das ist ein Spanier, der heißt José. Wie heißt der? Der heißt José. Nimmst du da Tabletten hier? Wie heißt der? Der Mann heißt José. Musst doch besser wissen wie du. Ich war doch der ganze Sommer mit denen auf Tournee. Wann wollen Sie denn das letzte Mal mit dem gesungen haben? Mit der José. Mit dem José. Im Juni und Juli. Du Heck. Also, meine Damen, ich denke, wir singen was zusammen. Ich habe schon gemerkt, Sie sind sangesfreudig, Ja. aber da wollen wir uns auch ein bisschen einstimmen. Da müssen Sie alle mitmachen. Ich denke, das schaffen wir auch hier heute Abend. Pass mal auf, ich singe uns mal ein bisschen ein, ja? Auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Jetzt sind Sie alle dran, ne? Sie wussten, dass Sie mitmachen müssen heute Abend, ne? Also nochmal alle. Auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Ne, Leute, da muss jetzt was mehr kommen. Ihr seid ja auch heute auf TV, ne? Da muss schon was kommen. Pass auf. Nochmal. Auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Sag mal, was machst du da? Herr Schnapper, wir singen uns warm. Oh, das kann ich auch. Das kann ich besser wie du mit alle Frauen zusammen. Pass mal auf. Wohin fliegt der Adler vom anderen Ufer? Jetzt mit euch zusammen. Wohin fliegt der Adler vom anderen Ufer? Was machen Sie denn jetzt hier? Ich wollte auch mal warm singen. Nochmal zusammen.
Wohin fliegt der Adler vom anderen Ufer? Ja, wohin? Zu seinem Horst. Hat der Frau Bach. Also wie gesagt, meine Damen, kommen wir zurück zu Mozart, kommen wir zur Klassik. Jetzt können Sie in Ihren Textheftchen aufschlagen. Knöchelverzeichnis 4711, Paragraph 3, Bahnsteig 9, Gleis 2. Die Entführung aus dem Serail. Serail! Ja, Der Serail kenne ich. Der steht ja mitten in Köln. Herr Schlapper, der Serail, das ist ein Sultanspalast aus dem Osmanischen Reich, ja? Ja, der steht mitten in Köln in Neu-Ehrenfeld. Nee, Herr Schlapper, in Köln-Neu-Ehrenfeld liegt ja nicht am Goldenen Horn. Das heißt aber da Hornstraße. Nee, Herr Schlapper, also, dieses Gebäude in der Hornstraße, das ist kein Sultanspalast. Steht aber dran. Was? Pascha. Ja. In der Hornstraße. Okay, Herr Schlapper, wenn Sie also in diesem Sultanspalast waren, ich meine, wie war das denn da so? Ich meine, da geht man doch nur rein als Mann aus 3 Gründen. Entweder als Versautheit, aus Verlegenheit oder... Ja, oder wie ich, aus Versehen. Ich wollte doch da gar nicht hin. Nein, der wollte nicht dahin. Nein, die haben mich falsch geschickt. Oh je, wo wollten Sie denn eigentlich hin, Herr Schlapper? Nam Streichelzoo. Herr Schlapper, ich sage Ihnen eins, ja. Wenn Sie in solchen Palästen aktiv werden wollen, dann müssen Sie ein ganz schönes Stänkchen mitbringen, müssen Sie dann, ja. Ja. Stänkchen muss man schon mitbringen. Geld aber auch. Ja, was haben Sie denn gedacht? Oh Moment, ich kenne das doch anders. Ich meine, in Bergheim, ne, ist auch so ein Palast. Ne? Da läuft das anders. Ach ja, da läuft das anders. Ja. Also wenn man da hinkommt, ne, das kostet nichts, da ist alles für umsonst. Ach, das gibt es doch nicht. Wenn man da reinkommt, kann man essen, so viel man will, kostet nichts. So viel man will? Man kann auch trinken, so viel man will, kostet nichts. Das gibt... Ach, Herr Schlapper. Ja. Und auch sonst, ne, also so oft du willst, so oft du kannst. Herr Schlapper, so oft ich will, so oft ich kann? Ja, ist für dich bestimmt ein einmaliges Erlebnis. Und das kostet all nix. Ach, hört auf jetzt. Und das Tollste ist, wenn man nachher nach Haus geht, da kriegt man so ja noch 300 € Cash auf der Hand. Herr Schlapper, jetzt wollen Sie mich auf den Arm nehmen. Sie sagen, ich kann essen, so viel ich will. Ja. Trinken, so viel ich will. Ja. So oft ich kann und will. Ja. Und das kostet nichts. Ja, Und das haben Sie selbst, und da kriegen Sie am Ende noch 300 € auf der Hand. ja. Und das haben Sie selbst erlebt. Ja, nee, ich nicht, meine Frau. Und dabei hatte ich so ein schönes Lied noch. Ich hatte extra für Sie, meine Damen, heute Abend... Und Sänger bin ich auch. Ach, Sie sind Sänger, hören Sie auf, aber Sie können doch nicht singen. Ich bin die deutsche Synchronisierstimme vom Herbert Grönemeyer. Herr Schlapper, der Mann heißt Grönemeyer und der singt nur Deutsch. Echt? Ja. Deswegen muss ich so wenig synchronisieren. Hätte ich auch mal gerne gehört, Herr Schlapper als Herbert Grönemeyer. Männer haben ein Genitiv. Manche nennen ihn Organ. Ich find das so blöde. Ich nenn ihn nur Pipi-Mann. Oh, meiner ist allzeit reich.
Dabei hatte ich so ein schönes Liebeslied extra noch auf Englisch geschrieben für Sie, meine Damen, heute. Ich hatte wirklich noch ein tolles, aber mit Herrn Schlabber kommt man hier ja sowieso nicht zurande. Ich hatte so ein schönes Liebeslied extra noch in englischer Sprache. Ja, und damit wenn die das nicht verstehen? Ach, Herr Schlabber, heutzutage versteht doch fast jeder Englisch, ja. Und wenn nicht? Ja, da muss man es eben übersetzen. Ja, erzähl mal, ich kann ja Englisch, da kann ich das ja Sie übersetzen. meinen, den Text soll ich jetzt mal erzählen? Ja. Okay. You look like an angel. Du siehst aus wie eine Angel. Can I meet you? Kann ich dich mieten? At the bar. Ich zahl bar. I can see your legs are wonderful. An deinen Beinen kann ich sehen, du wanderst viel. You're my heart. You're my soul. Das kommt bestimmt von den harten Sohlen. Look. Look. I have little tears in my eyes. Guck mal, ich hab kleine Tierchen an. Das kann man doch nicht übersetzen, Mann. Tschüss zusammen. Dankeschön. Tschüss. Mädchen, stellt euch vor, Schlabber und Latz, Bernd Horbach und Dieter Bauerns. Für euch den Orden der KGU. Und der Dank aus dem Saal mit dreimal Kölle, Delbrück, ZDF. Dankeschön. Hätte ich auch mal gerne gehört, Herr Schlabber als Herbert Grönemeyer. Männer haben ein Genitiv. Manche nennen ihn Organ. Ich find das so blöde. Ich nenn ihn nur Pipi-Mann. Und meiner ist allzeit reich. Dabei hatte ich so ein schönes Liebeslied extra noch auf Englisch geschrieben für Sie, meine Damen, heute. Ich hatte wirklich noch ein tolles, aber mit Herrn Schlabber kommt man hier ja sowieso nicht zurande. Ich hatte so ein schönes Liebeslied extra noch in englischer Sprache. Ja, und damit wenn die das nicht verstehen? Ach, Herr Schlabber, heutzutage versteht doch fast jeder Englisch, ja. Und wenn nicht? Ja, da muss man es eben übersetzen. Ja, erzähl mal, ich kann ja Englisch, da kann ich das ja übersetzen. Sie meinen, den Text soll ich jetzt mal erzählen? Ja. Okay. You look like an angel. Du siehst aus wie eine Angel. Can I meet you? Kann ich dich mieten? At the bar. Ich zahl bar. I can see your legs are wonderful. An deinen Beinen kann ich sehen, du wanderst viel.
You're my heart, you're my soul. Das kommt bestimmt von den harten Sohlen. Look, look, I have little tears in my eyes. Guck mal, ich hab kleine Tierchen an. Das kann man doch nicht übersetzen, Mann. So. Herr Stauber, ich sage Ihnen eins, ja. Wenn Sie in solchen Palästen aktiv werden wollen, ja, dann müssen Sie ein ganz schönes Stänkchen mitbringen, müssen Sie dann, ja. Ja, Stänkchen muss man schon mitbringen. Geld aber auch. Ja, was haben Sie denn gedacht? Oh Moment, ich kenne das doch anders. Ich meine, in Bergheim, ne, ist auch so ein Palast. Ne? Da läuft das anders. Ach ja, da läuft das anders. Ja. Also wenn man da hinkommt, ne, das kostet nichts, da ist alles für umsonst. Ach, das gibt es doch nicht. Wenn man da reinkommt, kann man essen, so viel man will, kostet nichts. So viel man will? Man kann auch trinken, so viel man will, kostet nichts. Das gibt, ach, Herr Schlapper. Ja. Und auch sonst, ne, also so oft du willst, so oft du kannst. Herr Schlapper, so oft ich will, so oft ich kann? Ja, ist für dich bestimmt ein einmaliges Erlebnis. Und das kostet all nix. Ach, hört auf jetzt. Und das Tollste ist, wenn man nachher nach Haus geht, da kriegt man so ja noch 300 € Cash auf der Hand. Herr Schlapper, jetzt wollen Sie mich auf den Arm nehmen. Sie sagen, ich kann essen, so viel ich will. Ja. Trinken, so viel ich will. Ja. So oft ich kann und will. Ja. Und das kostet nichts. Ja, Und das haben Sie selbst, oder kriegen Sie am Ende noch 300 € auf der Hand? ja. Und das haben Sie selbst erlebt? Ja, nee, ich nicht, meine Frau. Und dabei hatte ich so ein schönes Lied noch. Ich hatte extra für Sie, meine Damen, heute Abend... Und Sänger bin ich auch. Ach, Sie sind Sänger, hören Sie auf, aber Sie können doch nicht singen. Ich bin die deutsche Synchronisierstimme vom Herbert Grönemeyer. Herr Schlapper, der Mann heißt Grönemeyer und der singt nur Deutsch. Echt? Ja. Deswegen muss ich so wenig synchronisieren. Ich denke, ich entscheide mich für die leichte Muse. Ja. Ich singe für Sie auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Bitte? Herr Schlapper, ich singe auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Die Uhrzeit ist mir ja, der Hauptsache ist, du singst nicht hier. Herr Schlapper, Sie können doch nicht immer singen. Was ist, ich könnte nicht singen, sag mal, kennst du die 3 Tenöre? Die 3 Tenöre kennt ja wohl jeder, ja? Aha, Ja. bitte. Und wer ist das? Wie, wer ist das? Die kennt jeder. Das ist der Placento Flamingo, das ist der Jose Carrera und ich. Wieso denn Sie? Ja, die konnten sich ja mit 2 Mann schlecht 3 Tenöre nennen, ne? Haben die mich gefragt. Euch mitmachen. Herr Schlapper, Sie können doch nicht mal die Namen richtig aussprechen, ja? Wieso? Der heißt doch nicht Placento Flamingo. Nicht? Nein, der heißt auch nicht José Carreras, der Mann. Wieso? Das ist ein Spanier, der heißt José. Wie heißt der? Der heißt José. Nimmst du da Tabletten je? Wie heißt der? Der Mann heißt José. Bist du, musst doch besser wissen wie du. Ich war doch der ganze Sommer mit denen auf Tournee. Wann wollen Sie denn das letzte Mal mit dem gesungen haben? Mit der José? Mit dem José. Im Juni und Juli. Du Heck. Also, meine Damen, ich denke, wir singen was zusammen. Ich habe schon gemerkt, Sie sind sangesfreudig, Ja. aber da wollen wir uns auch ein bisschen einstimmen. Da müssen Sie alle mitmachen. Ich denke, das schaffen wir auch hier heute Abend. Pass mal auf, ich singe uns mal ein bisschen ein, ja? Auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Jetzt sind Sie alle dran, ne? Sie wussten, dass Sie mitmachen müssen heute Abend, ne? Also nochmal alle. Auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Nee, Leute, da muss jetzt was mehr kommen. Ihr seid ja auch heute auf TV, ne? Da muss schon was kommen. Pass auf. Nochmal.
auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Sag mal, was machst du da? Herr Stauber, wir singen uns warm. Oh, das kann ich auch. Das kann ich besser wie du mit alle Frauen zusammen. Pass mal auf. Wohin fliegt der Adler vom anderen Ufer? Jetzt mit euch zusammen. Wohin fliegt der Adler vom anderen Ufer? Was machen Sie denn jetzt hier? Ich wollte auch mal warm singen. Nochmal zusammen. Wohin fliegt der Adler vom anderen Ufer? Ja, wohin? Zu seinem Horst. Seid ihr Frau Bach? Also wie gesagt, meine Damen, kommen wir zurück zu Mozart, kommen wir zur Klassik. Jetzt können Sie in Ihren Textheftchen aufschlagen. Knöchelverzeichnis 4711, Paragraph 3, Bahnsteig 9, Gleis 2. Die Entführung aus dem Serail. Serail? Ja, Der Serail kenne ich. Der steht ja mitten in Köln. Herr Stauber, der Serail, das ist ein Sultanspalast aus dem Osmanischen Reich, ja? Ja, ja, der steht mitten in Köln in Neu-Ehrenfeld. Nee, Herr Stauber, in Köln-Neu-Ehrenfeld liegt ja nicht am Goldenen Horn. Das heißt aber da Hornstraße. Nee, Herr Stauber, also, dieses Gebäude in der Hornstraße, das ist kein Sultanspalast. Steht aber dran. Was? Pascha. Ja, in der Hornstraße. Okay, Herr Stauber, wenn Sie also in diesem Sultanspalast waren, ich meine, wie war das denn da so? Ich meine, da geht man doch nur rein als Mann aus 3 Gründen. Entweder als Versautheit, aus Verlegenheit oder... Ja, oder wie ich, aus Versehen. Ich wollte doch da gar nicht hin. Nein, der wollte nicht dahin. Nein, die haben mich falsch geschickt. Oh je, wo wollten Sie denn eigentlich hin, Herr Schlabber? Nam Streich. Ein Zwiegespräch, grammatikalisch korrekt, empfangen wir Schlabber und Latz. Setzt euch. Ja, wie, wo, da sind sie doch all. Wem suchst du denn jetzt? Volare. Ha, ha. Cantare. Ha, 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 ha. Hey. Herr Schnapper, Sie stören hier meinen Gesang. Jan-Jek, was du kannst, das kann ich schon lang. Ach ja? Ja, sicher. Da fehlt Ihnen ja wohl das Niveau, ja? Was ist, ich hätte kein Niveau. Erlaube mal, ich hab sowas von Niveau. Ich bin quasi randvoll mit Niveau. Ich weiß zwar manchmal Niveau, aber ich hab das. Ja, ja, Sie haben Niveau. Ja. Meine Damen, ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu meinem kleinen Konzert erschienen sind. Es geht heute Abend um Klassik. Ja, und zwar fangen wir an mit einem Stück von Mozart. Wir fangen an mit der Zauberflöte. Viel Vergnügen. Oh, Zauberflöte kenne ich. Meine Frau, ne, die hatte mal einen BH von Zauberflöte. Einen Zauberflöte-BH? Ja, immer wenn die dem auszog, hing eine ganze Zauberflöte. Ne. Also Klassik ist nicht ganz die Sache von...
Also wie gesagt, meine Damen, kommen wir zurück zu Mozart, kommen wir zur Klassik. Jetzt können Sie in Ihren Textheftchen aufschlagen. Knöchelverzeichnis 4711, Paragraph 3, Bahnsteig 9, Gleis 2. Die Entführung aus dem Serail. Serail? Ja. Der Serail kenne ich. Der steht ja mitten in Köln. Herr Schlapper, der Serail, das ist ein Sultanspalast aus dem Osmanischen Reich, ja? Ja, ja. Der steht mitten in Köln in Neu-Ehrenfeld. Nee, Herr Schlapper, in Köln-Neu-Ehrenfeld liegt ja nicht am Goldenen Horn. Das heißt aber da Hornstraße. Nee, Herr Schlapper, also... Dieses Gebäude in der Hornstraße, das ist kein Sultanspalast. Steht aber dran. Was? Pascha. Ja. In der Hornstraße. Okay, Herr Schlapper, wenn Sie also in diesem Sultanspalast waren, ich meine, wie war das denn da so? Ich meine, da geht man doch nur rein als Mann aus 3 Gründen. Entweder als Versautheit, aus Verlegenheit oder... Ja, oder wie ich, aus Versehen. Ich wollte doch da gar nicht hin. Nein, der wollte nicht dahin. Nein, die haben mich falsch geschickt. Oh je, wo wollten Sie denn eigentlich hin, Herr Schlapper? Nam Streich. Ein Zwiegespräch, grammatikalisch korrekt, empfangen wir Schlabber und Latz. Setzt euch. Ja, wie, wo, da sind sie doch all. Wem suchst du denn jetzt? Volare. Ha, Cantare. ha. Hätte ich auch mal gerne gehört, Herr Schlapper als Herbert Grönemeyer. Männer haben ein Genitiv. Manche nennen ihn Organ. Ich find das so blöde. Ich nenn ihn nur Pipi-Mann. Oh, meiner ist reich. Dabei hatte ich so ein schönes Liebeslied extra noch auf Englisch geschrieben für Sie, meine Damen, heute. Ich hatte wirklich noch ein tolles, aber mit Herrn Schlapper kommt man hier ja sowieso nicht zurande. Ich hatte so ein schönes Liebeslied extra noch in englischer Sprache. Ja, und damit wenn die das nicht verstehen? Ach, Herr Schlapper, heutzutage versteht doch fast jeder Englisch, ja. Und wenn nicht? Ja, da muss man es eben übersetzen. Ja, erzähl mal, ich kann ja Englisch, da kann ich das ja Sie übersetzen. meinen, den Text soll ich jetzt mal erzählen? Ja. Okay. You look like an angel. Du siehst aus wie eine Angel. Can I meet you? Kann ich dich mieten? At the bar. Ich zahl bar. I can see your legs are wonderful. An deinen Beinen kann ich sehen, du wanderst viel. You're my heart. You're my soul. Das kommt bestimmt von den harten Sohlen.
Look, look, I have little tears in my eyes. Guck mal, ich hab kleine Tierchen an. Das kann man doch nicht übersetzen, Mann. So. Herr Stauber, ich sage Ihnen eins, ja. Wenn Sie in solchen Palästen aktiv werden wollen, dann müssen Sie ein ganz schönes Stänkchen mitbringen, müssen Sie dann, ja. Ja. Stänkchen muss man schon mitbringen. Geld aber auch. Ja, was haben Sie denn gedacht? Oh Moment, ich kenne das doch anders. Ich meine, in Bergheim, ne, ist auch so ein Palast. Ne? Da läuft das anders. Ach ja, da läuft das. 2 Mann schlecht 3 Tenöre nennen, ne, haben die mich gefragt. Euch mitmachen. Herr Stauber, Sie können doch nicht mal die Namen richtig aussprechen, ja. Wieso? Der heißt doch nicht Placento Flamingo. Nicht? Nein, der heißt doch nicht José Carreras, der Mann. Wieso? Das ist in Spanien, der heißt José. Wie heißt der? Der heißt José. Nimmst du da Tabletten hier? Wie heißt der? Der Mann heißt José. Musst doch besser wissen wie du. Ich war doch der ganze Sommer mit denen auf Tournee. Wann wollen Sie denn das letzte Mal mit dem gesungen haben? Mit der José? Mit dem José. Im Juni und Juli. Du Heck. Also, meine Damen, ich denke, wir singen was zusammen. Ich habe schon gemerkt, Sie sind sangesfreudig, Ja. aber da wollen wir uns auch ein bisschen einstimmen. Da müssen Sie alle mitmachen. Ich denke, das schaffen wir auch hier heute Abend. Pass mal auf, ich singe uns mal ein bisschen ein, ja? Auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Jetzt sind Sie alle dran, ne? Sie wussten, dass Sie mitmachen müssen heute Abend, ne? Also nochmal alle. Auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Nee, Leute, da muss jetzt was mehr kommen. Ihr seid ja auch heute auf TV, ne? Da muss schon was kommen. Pass auf. Nochmal. Auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Sag mal, was machst du da? Herr Stauber, wir singen uns warm. Oh, das kann ich auch. Das kann ich besser wie du mit alle Frauen zusammen. Pass mal auf. Wohin fliegt der Adler vom anderen Ufer? Jetzt mit euch zusammen. Wohin fliegt der Adler vom anderen Ufer? Was machen Sie denn jetzt hier? Ich wollte auch mal warm singen. Nochmal zusammen. Wohin fliegt der Adler vom anderen Ufer? Ja, wohin? Zu seinem Horst. Hat der Frau Bach. Also wie gesagt, meine Damen, kommen wir zurück zu Mozart, kommen wir zur Klassik. Jetzt können Sie in Ihren Textheftchen aufschlagen. Knöchelverzeichnis 4711, Paragraph 3, Bahnsteig 9, Gleis 2. Die Entführung aus dem Serail. Serail. Ja, Der Serail kenne ich. Der steht ja mitten in Köln. Herr Stauber, der Serail, das ist ein Sultanspalast aus dem Osmanischen Reich, ja? Ja, ja. Der steht mitten in Köln in Neu-Ehrenfeld. Nee, Herr Stauber, in Köln-Neu-Ehrenfeld liegt... Und der Dank aus dem Saal mit dreimal Kölle. Delbrück. ZDF. Dankeschön. Hätte ich auch mal gerne gehört, Herr Schlabber als Herbert Grönemeyer. Männer haben ein Genitiv. Manche nennen ihn Organ. Ich finde das so blöde. Ich nenne ihn nur Pipi Mann. Oh, meiner ist halt reich.
Dabei hatte ich so ein schönes Liebeslied extra noch auf Englisch geschrieben für Sie, meine Damen, heute. Ich hatte wirklich noch ein tolles, aber mit Herrn Schlapper kommt man hier ja sowieso nicht zurande. Ich hatte so ein schönes Liebeslied extra noch in englischer Sprache. Ja, und damit wenn die das nicht verstehen? Ach, Herr Schlapper, heutzutage versteht doch fast jeder Englisch, ja. Und wenn nicht? Ja, da muss man es eben übersetzen. Ja, erzähl mal, ich kann ja Englisch, da kann ich das ja übersetzen. Sie meinen, den Text soll ich jetzt mal erzählen? Ja. Okay. You look like an angel. Du siehst aus wie eine Angel. Can I meet you? Kann ich dich mieten? At the bar. Ich zahl bar. I can see your legs are wonderful. An deinen Beinen kann ich sehen, du wanderst viel. You're my heart. You're my soul. Das kommt bestimmt von den harten Sohlen. Look. Look. I have little tears in my eyes. Guck mal, ich hab kleine Tierchen an. Das kann man doch nicht übersetzen, Mann. So. Herr Schlapper, so oft ich will, so oft ich kann. Ja, ist für dich bestimmt ein einmaliges Erlebnis. Und das kostet all nix. Ach, hört auf jetzt. Und das Tollste ist, wenn man nachher nach Haus geht, da kriegt man so ja noch 300 Euro Cash auf der Hand. Herr Schlapper, jetzt wollen Sie mich auf den Arm nehmen. Sie sagen, ich kann essen, so viel ich will. Ja. Trinken, so viel ich will. Ja. So oft ich kann und will. Ja. Und das kostet nichts. Ja. Und das haben Sie selbst, oder kriegen Sie am Ende noch 300 Euro auf der Hand? Ja. Und das haben Sie selbst erlebt? Ja, nee, ich nicht, meine Frau. Und dabei hatte ich so ein schönes Lied noch. Ich hatte extra für Sie, meine Damen, heute Abend... Und Sänger bin ich auch. Ach, Sie sind Sänger, hören Sie auf, aber Sie können doch nicht singen. Ich bin die deutsche Synchronisierstimme vom Herbert Grönemeyer. Herr Schlapper, der Mann heißt Grönemeyer und der singt nur Deutsch. Echt? Ja. Deswegen muss ich so wenig synchronisieren. Hätte ich auch mal gerne gehört, Herr Schlapper als Herbert Grönemeyer. Männer haben ein Genitiv. Manche nennen ihn Organ. Ich find das so blöde. Ich nenn ihn nur Pipi-Mann. Oh, meiner ist allzeit reich. Dabei hatte ich so ein schönes Liebeslied extra noch auf Englisch geschrieben für Sie, meine Damen, heute. Ich hatte wirklich noch ein tolles, aber mit Herrn Schlapper kommt man hier ja sowieso nicht zurande. Ich hatte so ein schönes Liebeslied extra noch in englischer Sprache. Ja, und damit wenn die das nicht verstehen? Ach, Herr Schlapper, heutzutage versteht doch fast jeder Englisch, ja. Und wenn nicht? Ja, da muss man es eben übersetzen. Ja, erzähl mal, ich kann ja Englisch, da kann ich das ja übersetzen. Sie meinen, den Text soll ich jetzt mal erzählen? Ja. Okay. You look like an angel. Du siehst aus wie eine Angel. Can I meet you? Kann ich dich mieten? At the bar. Ich zahl bar. I can see your legs are wonderful. An deinen Beinen kann ich sehen. Ha, 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 ha. Hey.
Herr Schnapper, Sie stören hier meinen Gesang. Jan-Dirk, was du kannst, das kann ich schon lang. Ach ja? Ja, sicher. Da fehlt Ihnen ja wohl das Niveau, ja? Was ist, ich hätte kein Niveau. Erlaube mal, ich hab sowas von Niveau. Ich bin quasi randvoll mit Niveau. Ich weiß zwar manchmal Niveau, aber ich hab das. Ja, ja, Sie haben Niveau. Ja. Meine Damen, ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu meinem kleinen Konzert erschienen sind. Es geht heute Abend um Klassik. Ja, und zwar fangen wir an mit einem Stück von Mozart. Wir fangen an mit der Zauberflöte. Viel Vergnügen. Oh, Zauberflöte kenne ich. Meine Frau, ne, die hatte mal einen BH von Zauberflöte. Einen Zauberflöte-BH. Immer wenn die dem auszog, hing der ganze Zauberflöte. Ne. Also Klassik ist nicht ganz die Sache von Herrn Schnapper, meine Damen. Ich denke, ich entscheide mich für die leichte Muse. Ja. Ich singe für Sie auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Bitte? Herr Schnapper, ich singe auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Die Uhrzeit ist mir ja, der Hauptsache ist, du singst nicht hier. Herr Schnapper, Sie können doch nicht immer singen. Was ist, ich könnte nicht singen, sag mal, kennst du die 3 Tenöre? Die 3 Tenöre kennt ja wohl jeder, ja? Aha, Ja. bitte. Und wer ist das? Wie, wer ist das? Die kennt jeder. Das ist der Placento Flamingo, das ist der Jose Carrera und ich. Wieso denn Sie? Ja, die konnten sich ja mit 2 Mann schlecht 3 Tenöre nennen, ne? Haben die mich gefragt. Euch mitmachen. Herr Schnapper, Sie können doch nicht mal die Namen richtig aussprechen, ja? Wieso? Der heißt doch nicht Placento Flamingo. Nicht? Nein, der heißt auch nicht José Carreras, der Mann. Wieso? Das ist ein Spanier, der heißt José. Wie heißt der? Der heißt José. Nimmst du da Tabletten hier? Wie heißt der? Der Mann heißt José. Bist du, musst doch besser wissen wie du. Ich war doch der ganze Sommer mit denen auf Tournee. Wann wollen Sie denn das letzte Mal mit dem gesungen haben? Mit der José? Mit dem José. Im Juni und Juli. Du Heck. Also, meine Damen, ich denke, wir singen was zusammen. Ich habe schon gemerkt, Sie sind sangesfreudig, Ja. aber da wollen wir uns auch ein bisschen einstimmen. Da müssen Sie alle mitmachen. Ich denke, das schaffen wir auch hier heute Abend. Pass mal auf, ich singe uns mal ein bisschen ein, ja? Auf fliegt der Adler zu ganz neuen Ufern. Jetzt sind Sie alle dran, ne? Sie wussten, dass Sie mitmachen müssen heute Abend, ne? Also nochmal alle. Auf